Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Bundesliga-Spieltag 31, dem Spiel in Mainz, was wir 2:1 völlig verdient verloren haben. Eigentlich könnte ich den Talk schon beenden. Ja, wir haben völlig verdient 2:1 verloren. Ich habe selten so ein schlechtes Spiel von unserer Mannschaft gesehen. Ich habe selten so wenig Willen gesehen. Ja, so wenig Leidenschaft. Ich weiß es nicht, habe ich die Saison eigentlich noch gar nicht gesehen. So extrem, so diese, zumindest über 2 Halbzeiten. Eine Halbzeit haben wir das auch schon öfters gesehen. Hatten wir mal so eine Phase. Aber heute war es beide Halbzeiten einfach. Ja, der Ehrgeiz, ja, das möchte ich noch nicht mehr sagen, der Ehrgeiz. Man hat schon beim einen oder anderen gesehen, dass der Ehrgeiz da ist. Ich weiß einfach, also meine These ist einfach, der Akku ist leer. Ja, der Akku ist einfach leer. Ich denke, das passt heute am besten. Möchte den Jungs nicht unterstellen, dass sie nicht wollten. Ja, aber nach den ganzen Strapazen war einfach nicht mehr drin, denke ich. Ja. Und das musst du so hinnehmen. Fertig. Ja. Was soll man da jetzt groß analysieren? Naja, ich hätte mir ein paar andere Aufstellungen bzw. ein paar andere Wechsel gewünscht. Da werde ich gleich noch drauf eingehen. Ich werde natürlich auch Noten verteilen. Ja, aber wie ich schon sagte, völlig verdient. Völlig verdient. 2:1 verloren. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich hatte nie das Gefühl, dass wir noch rankommen. Auch schon zur Halbzeit nicht. Hatte nicht das Gefühl, dass wir nach der Halbzeit ein Feuerwerk abbrennen. Und wo dann die erste Viertelstunde rum war in der zweiten Halbzeit, war das Ding gelaufen. Und ganz ehrlich. Wir hätten heute, ja, hätten wir nicht das Tor noch gemacht, hätte ich gesagt, wir hätten heute 4 Stunden spielen können, hätten kein Tor geschossen. Das war natürlich ein bisschen glücklich. Der Levi hat noch mal reingemacht. Wow. Nachdem er vorher kläglich versagt hat. Kommen wir gleich in der Bewertung zu. Ja, aber ich glaube, selbst danach wäre kein Ruck mehr durchgegangen. Mainz hat es gut gemacht, sehr gut. Die waren heiß, die sind gerannt. Die sind schon zur Halbzeit 4 Kilometer mehr gelaufen wie wir. Standen sehr kompakt, sehr gut. Dass sie die Tore gemacht haben, ja, ganz klar auf unsere Kappe. Da müssen wir auch nicht drum herum reden. Das ist nicht so, dass Mainz irgendwie ein Offensivfeuerwerk abgefackelt hat. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Auch dann diese Pfostendinger, die da noch waren. Ja, das waren alles Unzulänglichkeiten von uns. Aber Alaba und Boateng ist ja unsere Nummer 1 Innenverteidigung. Hat man heute, denke ich, in der ersten Halbzeit beide gesehen, waren beide unterirdisch schlecht. Ich hätte beide ausgewechselt direkt. Also Alaba war auch zweite Halbzeit nichts. Also herzlichen Glückwunsch an Real Madrid oder vielleicht doch den FC Barcelona. Ihr werdet einen wahnsinnig starken Mittelfeldspieler bekommen. Und einen wahnsinnig starken Innenverteidiger. Ja, ich bin sehr gespannt, habe ich schon öfter gesagt, welcher Position Alaba bei seinem neuen Verein spielen wird. Ich denke, wenn diesen neuen FC Barcelona verpflichtet, wird er wohl als linker Verteidiger aufzulaufen haben. Weil das ist, wo der Alaba Weltklasse ist. Ja. Hat er heute wieder eindrucksvoll bewiesen, dass er diese beiden Positionen nicht beherrscht. Aber ansonsten die ganze Mannschaft war nicht gut. Ja. Müller war noch ein bisschen schlechter wie der Rest. Kimmich ist nichts gelungen, obwohl da wieder gemerkt ist, dass er wollte. Goretzka genauso. Neuer das Ding, ja. Da müssen wir keine Ausrede suchen, die Sonne. Ja, die Sonne stand tief. Allein setzt dir eine Cappy auf. Haben die Torhüter in den 80er Jahren schon gemacht. Also wenn du heute nicht in der Lage bist, ein Cappy aufzusetzen, Alter, ja, dann weiß ich auch nicht. Muss er halten, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Danach hat er natürlich zwei, drei Weltklasse rausgeholt. Muss man auch ganz klar sagen, hätte auch nicht jeder gehalten. Also von daher hat sich das wieder so ein bisschen ausgeglichen. Boateng war auch stärker, zweite Halbzeit dann. Aber erste Halbzeit auch unterirdisch. Ja, der Einzige, der einigermaßen Normalform hatte, war Fonsi. Von der Viererkette. Obwohl Pavard auch nicht ganz so schlecht war, fand ich. Ansonsten defensive Mittelfeld war komplett Ausfall. Müller war komplett Ausfall.
Beim Levi brauchen wir gar nicht reden. Hätte der Levi nicht das Tor gemacht, hätte er von mir eine Note 6 gekriegt. Weiß ich nicht, warum man den bringt. Also ganz ehrlich. Bei aller Liebe wegen Rekord, Blasülz, wenn ein Spieler nicht fit ist, ob jetzt vom Kopf her oder physisch, ja, dann habe ich ihn einfach nicht aufzustellen. Der Levi war vom Kopf nicht frei. Ich denke, das hat man ganz klar gesehen. So die letzten, so ab der 77. rum, 78. Minute rum, hat der Levi auf einmal gemerkt, oh yo, doch, ich glaube, ich mache heute doch was. Bis dahin war der komplett Totalausfall. Ja? Der Choupo-Moting wurde eingewechselt und er hat in der Zeit 3 Zehen gehabt. Der war gefährlicher wie Levi in 80 Minuten vorher. Und der Choupo, ja, ihr wisst, wie ich über den Choupo denke. Das sagt alles, oder? Wie stark der Levi war. Also Levi hätte spätestens zur Halbzeit auswechseln müssen. Punkt. Ja. Den Müller genauso. Hätte Musiala auf die 10 stellen müssen, vorne in Choupo rein. Dann hätte den Gnabry noch links bringen können, da rechts da rum zu eiern, was er da gemacht hat, war auch komplett sinnfrei. Sané hätte meinetwegen erst gar nicht aufstellen brauchen. Er war genauso eine Pfeife wie die letzten Spiele. Keine Ahnung, stellen Sané als rechten Verteidiger auf. Nach hinten rennt er, ackert er, gewinnt die Zweikämpfe und nach vorne kriegt er gar nichts. Gewinnt nicht ein Dribbling. Torschüsse gehen alle in die 5. Etage. Leute, frag mich nicht, was mit dem los ist. Stell mal als rechten Verteidiger auf. Vielleicht ist das die neue Entdeckung. Keine Ahnung, war sehr komisch. Aber ich bin jetzt eigentlich schon bei der Spielerbewertung. Ne? Aber was soll ich zum Spiel noch groß sagen? Wie ich schon sagte, wir haben verdient verloren. Erste Halbzeit hätten wir 3-4-0 hinten liegen können. Wäre gar nicht unverdient gewesen. Es lief gar nichts zusammen. Zweite Halbzeit war es besser, aber ohne irgendwelche Torchancen zu kreieren. Sind wir ehrlich, wir haben nicht eine Torchance gehabt. Ja, wir hatten erste Halbzeit eine Torchance. Das war der Levi, allein vom Torwart, den er, weiß nicht, ob er zu viel Football in den 4 Wochen geguckt hat, hat sich gedacht, ich mache ein Field Goal. Kann gut sein. Das war die einzige Chance, die wir hatten in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit. Ja, Pavard hatte auch, ich glaube, war es erste Halbzeit? War zweite? Erste, glaube ich auch. Hatte 2 Schüsse, die ganz ansehnlich waren, die aber auch nicht aufs Tor gingen. Ich kann mich nicht an eine Chance erinnern. Levi, ja, das Tor, was er dann gemacht hat, ja. Davor hat er nochmal einen verstolpert gehabt. Ja, der Choupo, ne? Der Choupo hatte den Kopfball, der ging aufs Tor. Die Annahme, die er dann noch so einen halben Seitfallzieher ging wenigstens aufs Tor. Ja, er hatte wenigstens mal 2 Torschüsse. Ja, die haben wir vorher gar nicht gesehen. Ging alles daneben. Ich glaube, der Zentner, der brauchte nie einmal eingreifen vorher. Sehr schwach, sehr schwach. Wie ich schon sagte, Mainz hat es gut gemacht. Man hat gemerkt, dass es für die noch um alles geht. Für uns um nichts. Muss man so sagen. Leute, wir haben noch 3 Spiele, um einmal 3 Punkte zu holen. Also, oder 3-mal 1 Punkt. Daneben muss Leipzig auch erstmal alle Spiele gewinnen. Boah, vielleicht wieder morgen auf der Couch schon Meister. Wer weiß. Ich denke, das hat heute auch mit reingespielt und einfach, ja, dass wir körperlich nicht da waren. Ja, Punkt. Jetzt haben wir 2 Wochen Pause. Ich gehe davon aus. Ich gucke mal ganz kurz. Gegen wen spielen wir als nächstes? Zu Hause gegen Gladbach. Ja, ich denke, die Gladbacher können sich warm anziehen. Also. Ist meine Prognose. Wir haben 2 Wochen Pause. Das sollte die Köpfe frei kriegen. Bis dahin sollten klare Verhältnisse herrschen. Was auch die Flick-Geschichte angeht. Und ich denke, vor allem werden wir dann auch mal zu Hause Meister. Ja, vielleicht war das auch noch ein bisschen in den Hinterköpfe, was ich jetzt keinem unterstellen möchte, dass wir deswegen extra schlecht gespielt haben. Nee, Mainz war einfach stark. Punkt. Ja, und ich würde sagen, wir schmeißen einen Blick auf die Statistiken, dann haue ich ein paar Gedanken zu den Spielern raus und dann sind wir durch hier heute. Es geht recht zügig. Ballbesitz 27,9 zu 72,1. Abseits 2-1, Vorwärts 12-15, haben uns nichts getan. Paar Worte zum Schiri, Note 6. Worte Schiri, Note 6. Ich weiß nicht, was mit den Schiedsrichtern los ist. Ich bin einigermaßen neutral so ein Schiri gegenüber, ja, auf beide Mannschaften gesehen. Auch heute war es nicht so, dass er eine Mannschaft extrem benachteiligt hat, obwohl wir schon 2, 3 Foul-Situationen um 16er bei Mainz rum hatten, die wir nicht gekriegt haben. Was aber einfach der Sache geschuldet ist, dass wir 72% Ballbesitz hatten und nun mal mehr in der Mainzer Hälfte waren wie die Mainzer bei uns. Aber generell, was Fouls angeht und so, die Beurteilung heute war unterirdisch vom Schiedsrichter. Ganz klarer Fall. Zweikämpfe 52 zu 48. Ja, gefühlt war Mainz sehr, sehr, also noch zweikampfstärker, wie hier die Werte das sagen.
Schüsse insgesamt 6,15. Weiß nicht, was da als Torschuss zählt, Leute. Schüsse aufs Tor 3, 4. Ja, von diesen 4 habe ich gerade schon 2 aufgezählt. Ja, das waren die beiden Schupo-Dinger. Also der Kopfball, das andere Ding. Der dritte ist der vom Levi, das Tor. Ich weiß gar nicht, war der vierte auch noch vom Schupo mit hängen? Ich weiß nicht, müssen wir gleich mal gucken, ob hier noch Schüsse aufs Tor. Ah ne, steht nur Schüsse insgesamt, ne? Gewonnene Zweikämpfe, das sagt auch sehr viel aus. Sehr, 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 sehr viel, ja. Nianzou 11, merkt euch das mal. Davis 10, Pavard 7. Habe ich gesagt, waren die einzigen beiden, die einigermaßen konstant in der Viererkette waren. Ne? Davis noch einen Tacken besser wie Pavard, habe ich auch so gesehen. Gefoult worden, ja, interessiert uns nicht wirklich. Torschussvorlagen, spricht auch Bände, ja. Denk mal an meine Beurteilung zu Müller. Kimmich 4, Boateng 2. Normalerweise steht hier immer ein Müller. Immer. Sagt alles aus. Schüsse insgesamt. Kimmich 3, Sané 2, Choupo 2. Choupo seine waren beide aufs Tor. Ich weiß nicht, ob von Kimmich nochmal einer aufs Tor ging oder... Ich weiß den vierten nicht, der aufs Tor ging. Ballkontakte 121 Boateng, 115 Davis, 105 Pavard. Ja, damit ist alles gesagt. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns mal eben die Aufstellung an. Klar, könnte man jetzt wieder so als Fan mit rosaroter Brille argumentieren. Ja, die Mainzer haben ja durch einen Torwartfehler das Tor gemacht. Das zweite war nur eine Standardsituation. Die beiden Bälle, die an den Pfosten gingen, waren jeweils abgefälscht. Und ansonsten hat Mainz ja nicht viel gemacht. Kann man mit einer rosaroten FC Bayern Fanbrille so sehen. Und trotzdem haben wir ein Tor geschossen. Und haben sonst nicht einen gefährlichen Torschuss gehabt. Punkt. Gut, Noten. Manuel Neuer. Ich kann euch das ja auch mal einblenden hier. Guck halt immer hier und dann gehe ich die durch. Ne? Manuel Neuer, ja. Torwartfehler können wir ihm leider nur eine 4 geben. Danach hat er stark gehalten, 2, 3 Dinger, ja, muss man ganz klar so sagen. Sonst wäre es definitiv eine bessere Note gewesen. Alaba ist Note, ich muss mich echt zusammenreißen, Leute. Note 5. Ja, ich meine, dass der Flick überhaupt sein Lieblingsspieler Nummer 1, seinen Musterschüler mal auswechselt. Das sagt schon alles. Eigentlich würde ich ihm eine 8 geben, aber ich muss da ein bisschen meine Antipathie zum Alaba im Zaun halten. Und dann kriegt er von mir eine Note 5 und ich habe nichts Besseres gesehen, Leute, ganz ehrlich. Innenverteidiger war er an beiden Toren beschuldet, Mitschuld. Leute, ich dürfte da kein Trainer sein. Pavard habe ich eine 3 geben, war okay, war aber defensiv auch nicht wirklich gefordert, 2, 3 Mal, ja, das hat er einigermaßen gut gemacht. Nach vorne hin war es ein bisschen, ja, wer hätte mehr gehen können, aber generell die rechte Seite war scheiße. Jeder, der auf der rechten Seite gespielt hat, ich weiß nicht, wir konnten uns einfach nicht durchsetzen über rechts. Generell über Außen aber nicht, ja, wir konnten uns nicht durchsetzen über Außen. Standen immer 3 Mainzer, keine Chance, die haben sich nicht locken lassen, gar nichts, haben sie sehr gut gemacht. Alphonso Davies würde ich auch eine 3 geben, eine etwas bessere 3 als Pavard, sagen wir 3 minus, 3 plus. Fonsi hat noch mal ein bisschen was versucht, hat aber ja eine starke Leistung gebracht eigentlich, war okay. Boateng, ja, wenn ich den Alaba nur eine 5 gebe, gebe ich dem Boateng eine 4 minus. Zweite Halbzeit war er besser, zweite Halbzeit hat er auch mal 1, 2 wichtige Zweikämpfe gewonnen, hat auch 1, 2 gute Bälle gespielt, erste Halbzeit war es genau das Gegenteil. Stellungsfehler, ein nach dem anderen, hat sich verarschen lassen im eigenen 16er am 5-Meter-Raum. Ja, I don't know. Aber ist natürlich super wichtiger Innenverteidiger für uns. Den müssten wir eigentlich die nächsten 10 Jahre halten, genauso wie den Alaba. Kimmich war eine 4. Ja, er war bemüht und so hat man gesehen. Ja, aber gar nichts. Es ist ihm gar nichts gelungen. Punkt. Konnte das Spiel zu keiner Zeit ordnen. Hätte ich mir einfach auch mal einen Wechsel gewünscht und einen Rocker reingebracht. Meine Güte. Goretzka, ja. Goretzka war klar, dass er nicht wiederkommt. Stand kurz vor der gelb-roten Karte. Hast du 30 Minuten lang nicht gesehen. Danach war er ein bisschen mal präsent, aber war auch gar nichts.
Ja, weiß ich nicht, ob man den Leuten da einen Gefallen getan hat. Sané, Alter, da muss ich mich echt auch zusammenreißen. Ich meine, nach hinten stark, ja, nach vorne nichts, Alter. Er ist aber ein offensiver Außenstürmer. Defensive gut und schön, ja, aber in erster Linie heißt es Tore vorbereiten, Tore schießen. Und in zweiter Linie, wenn du dann richtig guten bist, arbeitest du mit nach hinten. Beim Sané ist es die letzten Spiele so, ich arbeite nach hinten wie ein Stier und vorne kriege ich gar nichts mehr auf die Kette, weil ich keine Kraft habe oder was. Keine Ahnung, schlecht einfach. Einfach schlecht, Leute. Wir müssen ihn als Offensivspieler messen. Als Offensivspieler war es schlecht. Als Defensivspieler war es stark. Ja. Er ist jedes Mal mit nach hinten gelaufen, hat die Zweikämpfe hinten gewonnen. Alles gut. Aber vorne war es gar nichts. Den einen Schuss, warum man den überhaupt angesetzt hat, war ein Witz, anstatt da mal irgendwie versuchen reinzuspielen. I don't know, ey. 4. 4, Müller 5. Oh, nie rumreden, Alter. Müller wollte nur meckern, stand auch die ganze Zeit immer nur rechts außen an zweiter Halbzeit, komplett verwaist rum. Weiß ich nicht, ob der einfach, ich denke auch einfach, das Alter, die Frische, so viele Spiele jetzt in den letzten Tagen, können wir für die ganze Mannschaft nehmen, ja. Es war einfach keine Frische da. Fertig, wir waren einfach platt. Und da der Müller nicht sichtbar war, außer durch Rumgemecker, warum den Müller nicht zur Halbzeit rauswechseln? Mit dem Levi zusammen. Schupo vorne rein, dahinter Musala. Dann hätten wir mal weitergeguckt. Ne? Dann hättest du den Sané meinetwegen noch rausgenommen für einen Knabri und wäre gut gewesen. So, das wäre mal eine Idee gewesen. Und dann hättest du vielleicht mal den Rocker gebracht, weil er ja auch mal einen Ball halten kann. Und vor allem spielt er ganz selten Querpässe, wer den Rocker mal ein bisschen beobachtet hat. Er spielt immer die Bälle in die Tiefe. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ja, aber nein, dann stellen wir natürlich erstmal unseren Lieblingsschüler besser ins defensive Mittelfeld, weil er da wieder so bärenstark war, der Alaba, dass er uns alle vom Hocker gehauen hat. Ja, dann stelle ich mir Salah nach rechts, der war auch komplett verschenkt, weil auf rechts immer 3 Mainzer standen. Immer. Ich weiß nicht, warum dann, ja, weil in der Mitte war nichts. In der Mitte war keiner von uns. Der hätte gefährlich werden können. Ja, Coman war auch nicht mehr wie Sané. Ja, ist auch gar nichts gelungen nach vorne, auch eine 4. Levi kann ich leider nur eine 4 geben, weil er ein Tor gemacht hätte. Sonst hätte er von mir auch mindestens eine 5 gekriegt, Leute. Ganz ehrlich. Choupo-Moting fand ich okay, war eine 3. Wie gesagt, war in den paar Minuten, wo er auf dem Platz war, war er gefährlicher wie Levi. Vielleicht hat er ein bisschen gekitzelt. Dass der Levi dann so dachte, oh, jetzt bin ich aber langsam in meiner Ehre gekränkt. Ich muss jetzt auch mal was zeigen. Weil dann fing der Levi auf einmal an, sich auch wieder mal ein bisschen zu bewegen und sich mal anzubieten. Vorher stand er 70 Minuten nur vorne auf seiner verfickten Position am 16er rum und hat nichts gemacht. Nicht einmal links, nicht einmal rechts, nicht einmal ins Mittelfeld fallen lassen. Gar nichts, als wenn er keinen Bock gehabt hätte. Junge, boah, sehr enttäuschend, sehr enttäuschend. Möchte Levi dann nicht mehr zum Vorwurf machen, muss der Trainer halt entscheiden. Ja? Musste sagen, Levi, du brauchst halt einfach nochmal 2 Wochen Pause. Fertig. Nianzou kam in der 46. Minute und ist der Spieler, der die meisten Zweikämpfe bei uns gewonnen hat, mit 11. Aber wir müssen ja besser immer einen Alaba und Boateng in der Innenverteidigung spielen lassen, weil wir haben sonst keine Innenverteidiger. Ich wollte es nur gesagt haben. Hat auch so Spieleröffnung 2, 3 gute Bälle drin gehabt, hat mir sehr gut gefallen. Ja, würde ich auf jeden Fall eine gute 3 geben. Ja. War jetzt nur eine Halbzeit, aber die war wirklich stark. Wobei man da auch sagen muss, dass wir zweite Halbzeit halt viel weniger oder Mainz viel weniger Entlastung hatte mit Angriffen bei uns. Musala war nicht wirklich gut, will ich eine 4 geben. Auf rechts konnte er sich gar nicht durchsetzen, hat auch gar keine Bälle gekriegt. Hat dann auch angefangen rumzuhadern, wie der Müller mit dem Schiedsrichter, weil der Schiedsrichter die Fouls nicht gepfiffen hat. Ja, hat er nicht gepfiffen, Alter. Da muss er weitermachen. Da muss man nicht rumhadern. Dann war er kurzzeitig links. Ne, zum Schluss war er links. Ganz kurzzeitig war er mal Mitte. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hätte ihn halt einfach hinter Levi gestellt, den Müller raus. Ich denke, das ist die Position, die er am besten spielen kann. Und wenn ich ihn schon bringe, dann bringe ich ihn über links. Ja, da war es das letzte Mal richtig stark. Stellt dann auf rechts da, wo die Seite, die tot war. Also habe ich nicht verstanden. Sorry. Gnabry, ich weiß gar nicht, wann es war. Lass mich kurz überlegen.
88. Habe ich gemerkt, dass der Gnabry auf dem Platz ist. weil er an der Außenlinie war und einen Einwurf herausgeholt hat. Da habe ich gemerkt, der Gnabry, ja stimmt, du wurdest ja auch eingewechselt vor 15 Minuten. War gar nichts. War wirklich gar nichts. Ja, wenn wir es benoten müssen, eine 4. Punkt. Das sind meine Noten. Wenn ich Hansi Flick benoten müsste, ja. Eine 4 ausreichend, würde sagen, es hätte ausgereicht, es hat nicht ausgereicht. Also müssten wir ihn mit einer 5 bewerten. Er hat auch nichts versucht. Das ist das leidige Thema, was ich letztens schon mal angeschnitten habe. Man hat gesehen, erste Halbzeit. Mainz macht die Außen konsequent dicht. In der Mitte ist keiner heute in der Lage, irgendwelche Akzente zu setzen. Außer der Koretzka hatte 1,5, weil er mal vorne mit reingestoßen ist. Der Müller ist nicht einmal mit in den Strafraum reingestoßen. Kimmich nicht. Später Alaba nicht. Also die Mitte war einfach verwaist. Die war tot. Ja? Dadurch hatte Mainz auf der Außenbahn immer 3 Leute stehen. Wenn 2 von uns da waren, wenn der Innenverteidiger aufgerückt ist, waren mindestens 4 Mainzer da. Wir haben es auch nicht geschafft, mal einen schnellen Flankenwechsel hinzukriegen. Nein, wir haben dann immer über 4 Stationen langsam wie im Handball den Ball auf die andere Seite gebracht. Ja, und logisch stehen dann da auch wieder 4 Mainzer und warten auf die 2 Bayern, die da kommen. Was machen wir? Wir spielen den Ball wieder über 4, 5 oder sogar 6 Stationen auf die andere Seite. Das haben wir die zweite Halbzeit lang gemacht. Die ganze zweite Halbzeit haben wir genau das gemacht. Ballbesitz gefühlt 90% in der zweiten Halbzeit und gefühlt immer über 200 Stationen von einer Seite auf die andere Seite. Ach nee, ist ja auch hier, nee, kommen wir nicht durch, hier ist alles zu. Warte, wir spielen wieder hinten oben auf die andere Seite. Ach nein, hier ist auch alles zugestellt. Ei, was machen wir denn jetzt? Auch wir sind ganz kreativ, wir spielen wieder hinten oben auf die andere Seite. Das war unser Spiel heute, Leute. Da hat nicht einer mal Ideen gehabt, da gab es nicht mal einen Steilpass aus der Mitte mal rein in den 16er, in eine Lücke, in eine Bewegung, sonst was. Klar standen die Mainzer tief, haben es gut gemacht. Aber wenn wir was in dieser Saison konnten, war es doch schnelle Verlagerung durch einen sehr guten Diagonalball. Haben wir heute gar nicht gesehen. Gar nicht. Null. Kam gar nichts vom Boateng, sonst was von keinem. Hat einfach nicht geklappt. Oder der Versuch war gar nicht da, sagen wir es mal so. Boateng hat zweite Halbzeit dann nochmal einen guten Ball auch auf den Levi gehabt, ne? Ja, aber ich denke, wir haben es heute alle gesehen beim Levi. Der Levi war nicht in Form. Ja, das erste Ding macht er normal mit zu Augen. Den zweiten, den Boateng ihn da angespielt hat, den hätte er auch noch irgendwie verarbeitet. Konnte er auch nicht heute. Und das Ding aufs Tor habe ich auch schon gedacht, der geht daneben. Den hat er auch nicht richtig getroffen. Ja, da hat er Glück gehabt, dass er reingegangen ist. Das weiß er aber auch selber. Das soll doch gar keine Kritik jetzt groß gegen den Levi sein oder sowas. Er ist eine Maschine, hat ja auch heute sein Tor gemacht. Ist einfach eine Kritik gegen Hansi. Ja, ich meine, er muss ihn ja im Training gesehen haben und da muss man halt einfach sagen, weißt du was, Levi, du bist noch nicht so weit. Rekord hin, Rekord her von Müller. Gut, am Ende hat er jetzt sein Tor gemacht, was noch sehr ausschlaggebend war, ja. Dadurch sind wir jetzt, glaube ich, 68 Spiele hintereinander, haben wir immer ein Tor erzielt. Das ist, was wir uns davon kaufen können. Ja, wie gesagt, der Mittel, die 10, der Müller war heute out of order. Und das haben wir in den Statistiken gesehen, an nicht einen Torschuss vorbereitet und in der Mitte war nichts. Es war in der Mitte keiner. Deswegen haben wir immer dieses Handballprinzip gespielt. Von Seite zu Seite und ja, war natürlich dann leicht für Mainz zu verteidigen. Ja, wir haben auch kaum mal einen Schuss aus der zweiten Reihe. Pavard hatte 2 Stück. Ich glaube, Kimmich hat es einmal versucht und geblockt, ansonsten gar nichts. Obwohl da manchmal die Chance so da war. Das war ein bisschen enttäuschend. Ja, im Großen und Ganzen denke ich, können wir das Ganze schließen, halten fest. Verdiente Niederlage und man hätte ein bisschen besser auswechseln können, ein bisschen was umstellen können, was ich gerade noch sagen muss, füge ich noch eben zu Ende den Gedanken. Hansi Flick hat keinen Plan B. Das wollte ich gerade noch sagen. Wir haben keinen Plan B. Wir sind der FC Bayern, wir spielen unser Stiefel. Wenn der Gegner uns entschlüsselt hat, uns aus dem Spiel nimmt, haben wir keinen Plan B. Ist dann halt so, weil wir der FC Bayern sind. Wir brauchen das nicht, weil wir sind immer besser und bei uns reicht immer Plan A. Haben wir diese Saison in 2, 3 Spielen gesehen, dass es nicht der Fall ist und
Das muss ich der Hansi ankreiden. War gegen Paris zum Beispiel auch so. Ja, da erwarte ich andere Sachen vom Trainer. Bin ich ganz ehrlich, auf diesem Niveau muss man dann einfach auch mal sagen, ja. Selbst wenn du es erst in der 70. machst, ja, dann siehst du, aber ich meine, wir haben es zur Halbzeit gesehen, na, lass noch eine Viertelstunde. Zur 60. siehst du ja, unsere Spielweise klappt heute nicht. Wir sind heute nicht erfolgreich damit. Ja, da muss er mal auswechseln, Levi raus, Müller raus, muss man ein bisschen was umstellen. Wo muss man sagen, pass mal auf, wir spielen jetzt nicht mehr über die Außen, sondern die Außen rücken mehr in die Mitte rein. Und bleiben dann so auf Verhaltposition. Wir versuchen mal ein bisschen durch die Mitte zu spielen. Sollte das nicht klappen, können wir dann aber von der Mitte außen Diagonalball nach außen spielen, dass die Verteidiger weiter aufrücken und mal hinter die Abwehr kommen in Mainz. Wir sind nicht einmal hinter die Abwehrkette gekommen. Ja, sowas erwarte ich dann von einem Trainer, dass sowas mal angesagt wird, dass sowas vielleicht auch mal trainiert wird. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, man sieht ja daran, dass wir nicht gut waren, dass wir heute nur 3 Ecken hatten. Ja, ich weiß nicht, wann wir jemals nur 3 Ecken hatten. Erst recht nicht in der Bundesliga, Leute. Da steht normal immer die 10. Ne? Ich meine, gut, wir machen auch aus 10 Ecken kein Tor, solange der Kimmich da die Ecken schießt. Das Thema haben wir auch schon gehabt. Aber gut, bevor ich mich jetzt hier verstricke, verdiente Niederlage, Meisterschaft verschoben, alles gut. Ich denke, Mannschaft war einfach müde heute. Nichtsdestotrotz hätte ich mir ein bisschen was vom Flick, ein bisschen was anderes erwartet. Vielleicht stehe ich damit alleine da. Ja, mag so sein, das ist meine Meinung. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Je nachdem, wann ihr es seht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, schönen Start in die Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns erst in 2 Wochen wieder. Sei denn, es passiert irgendwas, dann haue ich gerne nochmal ein Video raus. Guckt euch gerne mein Brazzo-Video an. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das anguckt. Und ja, lasst einen Daumen da. In diesem Sinne, tschüssi.